Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 15-0-Sieg beim VfL Bochum. Ja, und damit würde ich sagen, rein in den Bums. Abfahrt. Ja, mal erstmal die Bierflaschen auf. Kann losgehen. Pressekonferenz nach dem Spiel des VfL Bochum 1848 gegen den FC Bayern München. Endstand vor 26.000 Zuschauern 0:5. Auf dem Podium beide Trainer, Markus Feldhoff für den VfL, Vincent Kompany für die Gäste aus München und der Gasttrainer hat das erste Wort. Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ganz kurz auf Englisch für mich. So I think for us this game was always a game that we took very seriously. The last 3 years I think we lost 2 times, so there was no underestimating of the opponent, of the occasion. I think okay, we conceded a big chance in the first half, but from I suppose my experience of playing in these games, of being involved in these games, I like the fact that we stay calm, and Bochum was really aggressive, pressed really high. You could see that they were really ready for the duels as well. They made a few fouls, but I'm an ex-defender, so I can appreciate it. But it was a sign that they were ready, and then I think that we stayed calm, and then we stayed very serious in the game. And from the first minute to the last minute, I think we can say that the team did its job, and that's why it's a really good result for us. We're really happy with the goals, really happy with what it does for us again in the Bundesliga, and we just want to continue like this. Ja, gehe ich mit. Es geht so ein bisschen in die gleiche Kerbe, wie ich es auch gesagt habe. Er hat gesagt, wir haben es halt sehr seriös gespielt. Ja, wir haben die letzten 3 Spiele 2 verloren in Bochum. Hat auch gesagt, dass Bochum die Anfangszeit sehr hoch gepresst hat, wir dann den Fehler hinten gemacht haben, es aber danach sehr seriös gespielt haben, gute Tore erzielt haben und ja, von der ersten bis zur letzten Minute ist seriös runtergespielt haben. Und das, denke ich, kann man sagen. Ja. In meiner Übersetzung würde das bedeuten, wir haben eine durchschnittliche Leistung gezeigt, die vollkommen ausgereicht hat für den VfL Bochum. Wir haben nur das getan, was wir tun mussten, wozu der VfL Bochum uns gezwungen hat. Das war gerade zweite Halbzeit nicht mehr ganz so viel. Auch wenn wir da natürlich noch Tore gemacht haben. Ja, und das ist völlig fein. War 15-0 gewonnen. Alles tutti. Okay, thanks. Markus, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ich will das Spiel ein bisschen zweigeteilt sehen. Großes Kompliment an die Mannschaft für die erste Halbzeit. Wir haben eigentlich relativ früh die Chance in Führung zu gehen. Eigentlich war das die Idee, im schnellen Umschaltspiel hinter die beiden Innenverteidiger zu kommen und vielleicht eine Chance zu kreieren. Hätte sicherlich allen großen Schub gegeben. Kriegen dann leider aus einer Standardsituation das 0:1, wo man sagen muss, wenn du gegen Bayern München spielst und du lässt aus dem Spiel eigentlich wenig zu, was uns in der ersten Halbzeit gerade gut gelungen ist, dann ist es eigentlich schade und auch ärgerlich, dass wir bei Standardsituationen zurückliegen 2:0. Haben auch nach dem 0:1 nochmal eine gute Chance, Moritz Broschinski, wo der Ball leider knapp vorbeigeht. Und gegen Bayern München bei 0:2, zweite Standardsituation, weiß eigentlich jeder, dass du wahrscheinlich verloren hast. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns bestmöglich gewehrt, was beim Gegner halt passiert. Da kommen Spieler rein, die haben nochmal die gleiche Qualität von denen, die vorher schon drin waren und sind dann auch noch dementsprechend hungrig und wollen nochmal nachlegen. Von daher glaube ich, sind wir, ja, würde ich sagen, kann man gegen Bayern München halt 5:0 verlieren, auch wenn wir es uns ein bisschen anders erhofft haben. Besten Dank. Wenn es Fragen gibt an einen oder beide Trainer, bitte ich um ein kurzes Handzeichen, dann wird ein Mikrofon gereicht. Von mir aus gesehen links fangen wir an. Eine Frage an Vincent Kompany. Jamal Musiala hat heute per Kopf getroffen, hat sich auch sehr gefreut nach diesem Tor. Ist das etwas, was Sie gerne öfter von ihm sehen würden? Ja, na klar. Er macht jetzt, ist jetzt unser neuer Standards-Kopfballschütze. Ne? Ist doch klar. Weil man das ja auch Kopfball nennen kann, wenn man den Ball so ein bisschen mit der Haarflocke streift. Ich weiß nicht, ob ich das erwartet habe, aber natürlich, wenn er das jetzt auch dazu bringt, dann ja, glaube ich, dann hat er eine Chance. Für ihn ist es natürlich schön, es ist mal was anderes und ich glaube, dass er natürlich nicht nur mit seinem Tor gut war. Ich glaube, er hat das Spiel beruhigt für uns und wenn die Gegner viel Druck macht, dann ist es mit Jamal immer ein bisschen einfacher rauszukommen und deswegen war es auch von ihm ein ganz komplettes Spiel. Und natürlich Kopfballtor, das ist für ihn natürlich ganz Besonderes. Max Backhaus von der Bild macht weiter.
Herr Markus, wir haben gerade in der Mixzone mit Anthony Lucia und mit Moritz Bruschinski sprechen können. Sie haben beide betont, dass Sie losgelöst jetzt vom Tabellenstand und das Ergebnis wieder Spaß haben seit einer Woche. Wie hast du das geschafft? Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben für uns vorgenommen, so ein bisschen zweigeteilt zu arbeiten. Also der Prozess unter der Woche, da geht es einfach darum, als Team besser zu werden in allen Bereichen. Gegen den Ball, mit dem Ball, in Zweikämpfen, wo wir einfach zulegen müssen, physisch noch mal viel besser zu werden. Also wir arbeiten wirklich hart. Das ist der Prozess, das ist das eine. Und am Wochenende geht es halt ums Spiel. Und Freude gehört zu harter Arbeit einfach dazu. Ne? Also es ist eigentlich relativ einfach. Man bietet ein paar Trainingsformen an, die die Jungs gerne machen. Man spricht viel. Und ich glaube schon, dass es die Basis ist, dass alle gerne kommen und alle bereit sind, was zu investieren. Erste Reihe, Axel Hesse, Sportbild. Hallo Herr Feldhoff, Sie haben gerade gesagt, es wäre schön gewesen, wenn Ihre Mannschaft länger hätte standhalten können. Wie haben Sie die Situation vor dem 0:1 gesehen? Also den Freistoß, war aus Ihrer Sicht einer, wie sehen Sie es? Ja, ich hatte den vierten Offiziellen dann auch gefragt. Für mich war es eine Vorteilssituation eigentlich, die man vielleicht hätte so bewerten können, aber die haben es so gesehen, dass es noch ein Foul war. Danach waren 2 Situationen im Mittelfeld, wo es halt nicht so geahndet wurde, wo wir den Ball danach verloren haben. Aber es ist halt, der Schiedsrichter entscheiden am besten Wissen und Gewissen. In dem Moment wäre es für uns gut und glücklich gewesen, wenn einfach Vorteil hätte laufen lassen. Und der Freistoß aus 18 Metern bei den Spielern ist halt eine relativ große Torchance. Ralf Ritter, Watz Bochum. Ja, schönen guten Abend zusammen. Glückwunsch an den FC Bayern, an Herrn Company. Frage an Markus Feldhoff. Sie haben jetzt gegen die Bayern eben sehr defensiv aufgestellt. 5er-Kette, 3 Sechser, so würde ich es mal sagen. 4 Innenverteidiger, Gelernte waren in der Startelf. Ist das jetzt die Marschroute auch für die nächsten Wochen? Auch da kommen schwere Gegner oder geht es demnächst wieder etwas mutiger nach vorne? Ja, ich glaube, man kann sagen, von den Spielern waren wir etwas defensiver eingestellt, haben aber wirklich ja versucht, von der ersten Minute an nach vorne zu verteidigen. Also es war schon aus meiner Sicht ein bewusst mutiger Ansatz, hoch zu attackieren, Gegner unter Druck zu setzen, Bälle früh zu gewinnen. Ist manchmal nicht ganz so einfach. Haben sie auf jeden Fall versucht, die ersten 20 Minuten, ja, stimme ich zu. Gegen die Qualität, wenn der Ball hinten läuft. Aber ich will jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass es immer der Ansatz sein wird. Aber fürs Spiel heute hat die erste Halbzeit, finde ich, gezeigt, dass es der richtige war, weil wir gerade aus dem Spiel heraus ja auch relativ wenig zugelassen haben. Ja. Weitere Fragen? Kurzer Moment des Innehaltens, scheint nicht der Fall zu sein. Besten Dank fürs Interesse und schönen Restsonntag. Danke. Danke Ihnen. Ja, kurz und schmerzlos, aber was soll man auch sagen zu dem Spiel? Ja, wie gesagt, 5-0 gewonnen, das Ergebnis eingefahren, was zu erwarten war, was auch gefordert war. Die Leistung gezeigt, die gefordert war, wie es Company sagte, seriös runtergespielt, den Bums und ja. Die Qualität ist einfach so groß bei uns im Gegensatz zum VfL leider, dass man das dann auch so spielen kann. In diesem Sinne, ich drücke natürlich dem VfL die alle Daumen jetzt, dass sie endlich mal ein paar Punkte einfahren, ja. Wäre super schade um den VfL. Leute, haut rein, schönen Sonntag. Bis morgen. Ja, 18 Uhr live auf YouTube und Twitch, wer Bock hat. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.